Einen wunderschönen Dienstagmittag. So schön, dass du dabei bist. Ich habe gerade schon im Chat gesehen, dass einige Leute schon mit eingeschaltet haben und mit auch im Chat mit dabei sind. So schön, dass du dabei bist. Hey, ich freue mich auf die Zeit. Ich freue mich drauf, dass wir gemeinsam beten können, dass wir für Anliegen beten können, die im Vornherein schon reingekommen sind, aber auch Gebetsanliegen, die wirklich jetzt im Chat mit reinkommen. Wir werden im Chat mit dabei sein und für eure Gebetsanliegen hier, so weit wie wir sie sehen, einfach auch beten. Wir haben ein sehr, sehr cooles Thema, durch das wir in den letzten 4 Wochen durchgegangen sind. Das Thema Engel. Wenn du das noch nicht dir angeschaut hast, geh zu unserem YouTube-Channel und schau dir die Messages an. Es ist wirklich eine kraftvolle Message, die Leo über die letzten 4 Wochen gebracht hat. Sehr, sehr starke individuelle Messages, die alle wirklich Mut bringen, Hoffnung bringen und ich glaube einfach einen Weg nach vorne bringen, wie wir gemeinsam mit Gott zusammen einfach für sein Reich kämpfen können. Und das Coole an der ganzen Sache ist, deswegen schaut es euch an, wir sind nicht alleine, dass wir für sein Reich kämpfen, sondern wir haben Zugriff auf eine Armee von Engeln, auf die wir zugreifen können, was mega, mega cool ist. Leon, Susanne, so schön, dass wir zusammen die Zeit hier nutzen können, um beten zu können. Hey? Ja, danke. Du hast einen mega cooler Hut an. Danke. Hast du schon auf Winter vorbereitet? Ja, richtig. Die Ohrenklappen kommen dann noch dazu. Ja, eben. Nee, was mir in dieser Serie über Engel mega geholfen hat, ist ja nicht einfach so, dass wir jetzt eine Predigt halten an die Leute. Es ist ja immer auch ein Dialog. Man bereitet sich vor und mir ist ein Satz hängen geblieben. Ich glaube, der kam sogar von dir vor 2 Wochen in dieser Gebetszeit, wo du, glaube ich, gesagt hast, Engel ist das Bodenpersonal Gottes. Und ich finde, diesen Satz drückt das eigentlich mega aus. Der Unterschied vom Heiligen Geist ist ja nicht das Bodenpersonal. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind ein Tempel. Das sind ja die Geistesgaben und auch die Früchte des Heiligen Geistes sind in uns. Und die Engel ist ein Bodenpersonal, das in unserem Weg, wo wir gehen, uns begleitet. Und diesen Satz hat mir mega ein bisschen geholfen, das zu unterscheiden. Und dennoch ist es ein Thema, wo ich merke, da ist für mich immer noch ein Thema, wo ich weiß, die Engel sind eine Realität, aber ich habe noch nie persönlich einen Engel so gesehen, wo ich gesagt habe, wow, das war ein Engel. Aber ich glaube, Gott hat viel mehr auch Engel geschickt, wo ich das überhaupt wahrgenommen habe. Und Susanne, wir haben im Chat, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, es gibt eine Person, die immer eigentlich dabei ist und auch ein Gebetsanliegen hat. Und ich fände es schön, wenn du, Susanne, gerade ganz kurz erklären kannst, um wen geht es. Und dann beten wir gerade zum Anfang für die Person, oder? Ja, Anuk. Anuk Yes, heißt genau, sie. Anuk heißt sie, ja, Pat genau. bestätigt es mir. Anuk, wenn du zuhörst, dann beten wir für dich und stellvertretend für alle, die sich einfach mit diesem Gebet auch gerade angesprochen fühlen. Und himmlischer Vater, es heißt im Jesaja, habe ich heute gelesen, wo der Jesaja schreit und betet, heile mich, dann bin ich geheilt. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Und dieses Gebet, diesen Schrei von Anuk und mit ihr all diesen Menschen, die jetzt zuhören und einfach Heilung brauchen, in ihrem Körper, in ihrer Seele und in ihrem Geist, bringen wir vor dich und rufen einfach aus, heile uns, dann sind wir geheilt. Heile, dann werden wir heil. Und hilf uns, dann ist uns geholfen. Und ich danke dir, dass wir zu einem lebendigen Gott beten, zu einem allmächtigen Gott. Du bist allmächtig waltend. Das bedeutet, du hast die ganze Macht und dass du waltest bedeutet, du sitzt nicht einfach mit den Händen in den Schoß gelangweilt da und kümmerst dich nicht darum, sondern wenn wir beten, dann dringen unsere Worte an dein Ohr. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du jetzt deinen Arm bewegst und Heilung ausgießt und Hilfe ausgießt. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Aber ich finde es mega cool, dass wir einfach das Vorrecht haben, mit ganz verschiedenen Leuten zu beten. Und auch wenn man eine Woche später dieses Gebet dann anschaut auf YouTube, das sind 3, 5, 7, 8.000 Leute, die das mit anschauen. Ja. Und das bewegt mich. Und was auch cool ist, es spielt auch keine Rolle, was für eine Church du gehst. Du musst nicht in das ICF kommen, damit du da mitbeten kannst, sondern es ist wirklich einfach, jede Person ist eingeladen, mit uns zusammen zu beten, die Gedanken dabei zu sein. Und vielleicht kennst
kennst auch irgendjemanden, du denkst, doch, das wäre ein cooles Setting, wo vielleicht nicht die Möglichkeit hat, in einer Gebetszeit dabei zu sein. Das ist das, was mich fasziniert. Corona hat uns ein bisschen grenzenloser gemacht. Man hat immer gesagt, das Reich Gottes ist ja nicht eine Church. Wir haben alle ja gesagt, aber jetzt, dass man zu Hause ist und plötzlich mit dem Computer verschiedene Dinge anschauen kann, kommt eigentlich das, was man lange dafür gekämpft hat, ist es plötzlich Realität geworden und gar kein Thema mehr, weil Grenzen, Kirchengrenzen oder Denominationsgrenzen sind einfach, die sind einfach weg, die gibt es in dem Sinn nicht mehr. Und das finde ich in dem Punkt faszinierend. Und ich finde es so genial, dass wir auch wirklich den Fokus auf Gebet legen, weil das ja häufig so ist, ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen mal darüber geredet, dass wenn man ein Gebetstreffen macht, häufig nicht so viele Leute kommen. Warum auch immer. Aber wenn wir jetzt hier zusammenkommen, dass wir wirklich so in der Form zusammenkommen können und beten können, finde ich so genial. Also ich finde es so hammer, dass auch unter der Woche Leute immer wieder einschalten und dann weiterhin für die Gebetsanliegen beten. Das ist so genial. Und ich finde es auch einfach eindrücklich, wie man beten kann mit der Predigt vom Sonntag. Einfach die Verse nehmen, die da stehen oder die Slide-Titel nehmen. So haben wir unsere Gebetszeit jetzt vorbereitet und das einfach so nehmen und durchgehen und das beten, was uns in den Sinn kommt. Und schon ist eine halbe Stunde oder mehr gefüllt einfach und bringt einem auch im Gebet an Orte, wo man sonst nicht hinkommt, und das begeistert mich. Genau. Deswegen beten wir ja von der Predigt am Sonntag. Ja, und ich habe jetzt mir gerade gewünscht, ich fände es mir cool, dass wir jetzt ganz kurz ein Gebet zusammen beten, dass einfach Gott uns, oder auch ist auch mein Gebet, Gott mir ein bisschen hilft, dass die Engelwelt, und das ist eine Realität, es gibt ja die Mächte, die Kräfte, die Engel einfach in meinem Leben, Gott schickt die in dem Sinn. Und das ist wichtig, wir dürfen nicht die Engel anbeten. Im Buch der Offenbarung steht geschrieben, man soll nicht die Engel anbeten, aber Gott schickt Engel aus, Gott sendet aus. Und lasst uns einfach Gott bitten, dass er jetzt Engel ausschickt in unser Leben, vielleicht zu unserem Haus, zu den Kindern, wo auch immer. Und dieses Gebet möchte ich sehr, sehr gerne mit uns zusammen einfach Gott bitten, dass er Engel sendet. Lieber Vater im Himmel, du hast die Dimension der Engel gemacht, du bist der Schöpfer vom ganzen Universum, von allen Mächten, Gewalten, von diesen Engeln. Und ich danke dir, dass du Engel befohlen hast. Du hast Engel geschickt, um mein Leben zu begleiten, zu führen, zu unterstützen, zu bewahren, auch einzugreifen. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass dieses Thema etwas ist, was du mir auch wie so eine neue Welt öffnest, dass ich wie mit dieser Realität, die ich sehr oft gar nicht sehe, vielleicht auch gar nicht wahrnehme, du mir hilfst, einfach da auch eine Ordnung zu bekommen und zu wissen, ich bin nicht alleine unterwegs, ich bin nicht diesen langen Weg gegangen oder Gott hat mich nicht geführt, diesen langen Weg, und lässt mich jetzt einfach da alleine irgendwo in der Wüste oder im finsteren Tal stecken oder sagt, jetzt musst du selber schauen, sondern ich danke dir, dass du bewusst jetzt Engel ausschickst in das Haus, wo ich wohne, in das Zimmer, wo ich bin, zu meinen Kindern, zu meinem Hab und Gut. Und ich möchte jetzt einfach dich bitten, dass du das, Gott, machst auf deine Art, und wie viele Engel du auch immer schickst, das überlasse ich dir, weil du bist ein Gott, du hast den Überblick und auch den Durchblick. Ja. Amen. Amen. Ist so ein Gebet, wo ich wirklich beten muss, möchte ich euch ehrlich sagen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und für mich war schon am Anfang das Thema Heiliger Geist, war für mich eine totale Überforderung. Da gibt es die Heilungsgabe und man kann in fremden Sprachen beten, man kann prophezeien. Alle diese Dinge war für mich so, ja, ich bin ein Mensch, was ich sehe, fällt mir einfach. Alles das, was in der unsichtbaren Welt ist, war für mich ganz ehrlich schwierig. Und ich finde es interessant, dass Gott mich über die Jahre gelernt hat, Schritt für Schritt in das Thema hineinzuentwickeln. Und heute ist das für mich gar kein Thema mehr. Und ich finde es genau, gerade bei den Engeln geht es mir ein bisschen, ehrlich gesagt, genau gleich. Ich habe mich jetzt 9 Monate über die Engelserie vorbereitet. Es gibt natürlich noch viel mehr Bibelstellen, die ich noch gar nicht gebracht habe. Das ist für mich auch so ein Thema, wo ich weiß, ja, die Engel gibt es, kein Thema. Aber es ist für mich immer noch so ein bisschen so nicht greifbar. Und man liest dann die Geschichten und sagt, wow, krass, ein Engel war da, hat 185.000 Leute umgebracht, ein Engel. Und ich denke immer, okay, gut, wo ist denn dieser Engel in meinem Leben? Und die sind doch da. Und ich wünsche mir für mich, für dich auch,
dass wir nicht, in der Esoterik betont man ja Dinge ein bisschen extrem. Und dennoch haben sie, kann man sagen, was die Engel angeht, etwas entdeckt, wo wir Christen, oder ich sage jetzt mal, sprich von mir, nicht entdeckt haben. Und ich möchte auch diese Dimension entdecken, weil ich merke, es ist wie etwas, was noch hinzukommt. Das ist so mein Wunsch. Mega, mega gut. Ich finde es so cool, wenn wir einfach diese Dimension anfangen, vielleicht nicht zu verstehen oder vielleicht anfangen zu verstehen, aber wenn wir dieser Dimension auch Raum geben, dass die Engel wirklich, dass wir sagen, hey, wir wollen wirklich, dass sie anfangen, in uns, um uns zu wirken und in den verschiedenen Räumen, ob es ein Wohnzimmer ist oder eine Küche ist oder wo auch immer du jetzt gerade zuschaust, dass sie einfach anfangen, dort zu sein. Ich finde es auch mega cool, dass im Chat Leute einfach anfangen, füreinander zu beten. Das ist mega, mega cool. Auch zu sehen, dass Leute auch übereinander prophezeien oder irgendwo auch Bilder haben, finde ich mega, mega cool. Lass uns das weitermachen. Hey, das ist richtig gut. Ja, sehr cool. Ich würde sehr gerne eintauchen in den Gedanken. Wir haben so 2 Gedanken, die wir gerne mit euch zusammen teilen und darauf beten wollen. Es gibt jetzt 2 Engel, die mit Namen erwähnt werden. Ist auch noch interessant, der Gabriel und auch der Engel Michael. Und wenn man dann googelt, was diese Namen bedeuten, dann finde ich, bekommt es eine extrem große Tiefe. Und der erste Gedanke ist, Worship bewirkt Hoffnung. Und das ist für mich der Engel Gabriel. Der heißt übersetzt, Gott ist meine Kraft. Er ist der Verkündigungsengel. Vielleicht kann man das auch einblenden auf Multimedia, wenn das geht, genau. Weil genau, dann sieht man die Aussage. Und ich finde, warum ist Worship bewirkt Hoffnung? Wie komme ich zu dem? Das hat mit der Geschichte zu tun von Jakob. Der war ja unterwegs, hat einen Stein genommen und hat das Gefühl gehabt, Gott ist nicht da. Und dann hat er einen Traum gehabt, er sieht eine Leiter vom Himmel und sieht Engel kommen rauf und runter. Und oben auf der Leiter stand Gott. Und warum kommen Engel runter? Engel verlassen die Dimension vom Himmel. Auch Jesus hat den Reichtum vom Himmel verlassen. Und er kam runter in unsere Welt. Und das muss für Jesus ein Schock gewesen sein. Und es ist auch für die Engel jedes Mal ein Schock, weil von da, wo sie herkommen, gibt es keinen Tod, es gibt kein Leiden, es gibt keine Krankheiten, es gibt keine Ungerechtigkeit, es gibt keinen Coronavirus, es gibt keine Spaltung, es gibt keine Demos. All diese Dinge gibt es nicht. Und die steigen da runter, kommen in unsere Welt. Und das ist eigentlich die Aufgabe vom Engel Gabriel. Er bringt immer eine Botschaft der Hoffnung zu Maria, zu Josef, was auch immer, eine Verkündigung, also mit anderen Worten, Gott ist gut und Gott ist treu. Und Worship, wenn man Gott anbetet, das kann man machen mit Liedern, man kann einen Brief schreiben, man kann die Bibel lesen. Worship ist nichts anderes, dass ich mir bewusst mache, da oben auf der Leiter sitzt Gott. Und Gott hat eine Perspektive vom Himmel zu uns Menschen runter und ich versetze mich wie die Engel, dass ich die Leiter hochgehe und sage, stimmt, ich kann mein Leben nicht beurteilen von hier unten, sondern Worship bedeutet, ich katapultiere mich eigentlich die Leiter hoch und mache mir bewusst, woher Gott kommt und wie Gott ist und immer sein wird. Und darum kreiert Worship eigentlich Hoffnung, weil die Bibel sagt, im Worship oder im Lobpreis, da wo Menschen Gott Danke sagen, da wohnt Gott und da wohnen auch die Engel. Und darum ist Worship oder Anbetung, Gott Danke zu sagen, ist eine Kultur, ich sage jetzt eine bewusste Kultur, die man lernen kann, lernen muss. Weil man kommt nicht auf die Welt und ist eigentlich per se negativ oder per se einfach, man jammert oder per se ist man negativ oder per se man ist ein bisschen ängstlich, sondern das entwickelt man irgendwie durch Erlebnisse, die man macht und mit anderen Worten, man kultiviert das auch. Und darum ist Worship auch etwas, was man lernen kann. Man kann es kultivieren, genau in den Tagen, wo man Gott eben nicht fühlt. Weil Jakob hat Gott nicht gefühlt. Der hat das Gefühl gehabt, Gott hat mich verlassen. Und dann merkt er danach, nee, die Leiter ist ja da, Gott ist da. Und darum ist für mich Worship oder Anbetung, Gott Danke zu sagen, etwas, was man etablieren kann. Und vielleicht könntest du, bete jetzt einfach mit uns zusammen, wie einen Dankesmoment nehmen, wo du einfach für deine Perspektive einfach mal Gott Danke sagst. Voll gerne. Voll gerne. Lass uns das gemeinsam machen. Lass uns gemeinsam einfach in eine Haltung kommen, egal wo du jetzt gerade bist, wo wir einfach Gott Danke sagen können. Jesus, ich möchte Danke sagen für das, was du tust. Ich möchte Danke sagen, Vater, dass du diesen
auf unseren Worship nicht angewiesen bist, aber dass du unseren Worship möchtest. Vater, dass du diese Gemeinschaft mit uns möchtest, wo wir Zeit mit dir verbringen, weil das ist genau dein Herzensanliegen, dass du mit jedem von uns eine tiefe Beziehung hast, Vater, eine tiefe Beziehung, wo wir Gemeinschaft mit dir haben, wo wir in diesem Worship stehen. Egal, ob das in Form von Musik ist oder in Form von einem Spaziergang ist oder in Form, aber einfach, dass wir Ruhe finden und Zeit mit dir verbringen, Vater. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du das möglich gemacht hast, dass das eine Zeit ist, die wir mit dir verbringen können, Jesus. Ja, und ich möchte dir auch Danke sagen, himmlischer Vater, einfach, dass es einen Engel gibt, der meine Kraft ist und einfach verkündet. Und im Titel heißt es, die Engel führen und stärken, und dass einfach durch die Verkündigung du jemanden auch befähigt hast, mich zu führen. Also du führst mich, der Heilige Geist führt mich, und trotzdem auch mit dem, was der Engel so offenbart, führt er auch. Und ich danke dir, dass diese Leiter ein Symbol ist, wo ich weiß und mich immer wieder daran erinnern kann, der Himmel ist offen und die Engel bringen die Botschaften vom Himmel auf diese Erde und umgekehrt. Und ich möchte dir so viel mal Danke sagen für all die Momente, wo ich den Himmel so offen gespürt habe, und dass das immer und überall möglich ist, weil du bist der Sieger und du bist der Herr von allen Herren, von allen unsichtbaren Mächten bist du der Herr. Und deswegen ist es möglich, dass du überall, wie dick auch die Wolkendecke ist in unserem Leben, dringst du durch. Und dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Bei jedem von uns, die jetzt zuschauen und zuhören, du dringst durch. Die Nebeldecke ist nie so stark, dass du nicht durchdringen kannst, weil du bist der Herr von allen Herren. Ich habe euch im Chat die Frage gestellt, für was bist du dankbar? Das ist nicht unbedingt eine neue Frage, aber ich finde es immer wieder einfach wichtig, dass man immer nicht aufhört, Danke zu sagen. Manchmal sind das auch die ganz einfachen alltäglichen Dinge, die man einfach als selbstverständlich anschaut. Also alleine, dass man auf die Toilette gehen kann. Oder alleine, dass man duschen kann, bedeutet, man hat Wasser. Oder alleine, dass man überlegen kann, was wollen wir heute Abend essen, ist schon eine Luxusfrage, weil es gibt Länder, da bist du überhaupt froh, wenn ein Teller Reis dasteht. Und wir haben so viele Dinge bei uns in der westlichen Welt, wo ich als selbstverständlich annehme. Und das ist nicht gut, weil mit dem ist man auch ein bisschen überheblich und man vergisst eigentlich den Reichtum, den Segen, woher wir gekommen sind. Und ich denke, vor 80 Jahren war die Schweiz kein reiches Land. Da war Schweiz wirklich, das war eigentlich ein sehr, sehr armes Land. Und heute denken Leute alle, ja, die Schweiz war schon immer reich, da war schon immer Käse, da waren schon immer die Uhren da. Nee, das war nicht immer so. Noch vor dem Krieg war die Schweiz wirklich mausearm. Und wir dürfen in einem Land geboren werden. Wir haben ja zudem nichts dazu beigetragen. Und darum finde ich das mega wichtig, dass wir einfach Danke sagen für all die Dinge, dass du zum Glauben gekommen bist, dass wir die Bibel überhaupt lesen können. Es gibt Länder, da ist das verboten, die Bibel zu lesen, dass wir in eine Kirche gehen können. Es gibt Orte, da ist es verboten, in China in die Kirche zu gehen. Du kannst sogar noch auswählen, in was für eine Kirche ich gehe. Online hat vieles verändert. Es gibt so viele Dinge, wo ich jetzt einfach mit euch zusammen, mit dem Chat einfach Gott Danke sagen möchte, mit den Engeln Gott einfach anbeten möchte, dass du auch weißt, auch in den Momenten, wo du vielleicht Gott nicht verstehst, die Wege, die du anders gehen würdest, die Pläne, die du von Gott nicht verstehst. Ich denke, Maria und Josef, den Plan, den sie gehen mussten, der war nicht ihr Plan. Also da war was anderes drauf. Und Gott hat das anders gemacht. Und Maria und Josef haben erst mit 30 Jahren gesehen, das erste Wunder von Jesus. Bis dahin ist er aufgewachsen als ein Kind. That's it. Aber 30 Jahre haben sie vertrauen müssen, dass der Plan, den Gott durchkreuzt hatte, in ihrem Leben aufgegangen ist. Nach 30 Jahren. Das hat mir heute Morgen jemand gesagt, da habe ich gedacht, das stimmt. Also wir lesen die Geschichte so, das heißt ja, und Maria trug das Wort in ihrem Herzen. Und es gibt Verheißungen,
die wir uns im Herzen tragen müssen, die du jahrelang nicht erfüllt siehst. Und Gott bringt dich ja nicht so weit, um zu sagen, okay, sorry, mein Plan ging nicht auf, jetzt schau selber. Also das, ehrlich gesagt, das ist für mich, der Gedanke ist für mich neu. So ähnlich wie Maria und Josef gingen 170 Kilometer, um sich eintragen zu lassen, hochschwanger. Und darum, es gibt so viele Dinge, wo wir einfach lesen in der Bibel, aber wir blenden alle die Jahre aus. All die Zeit dazwischen und denken, ja, die haben es anders erlebt. Nee, 30 Jahre Vertrauen, 30 Jahren haben die das Wunder Gottes nicht gesehen. Vertraut, dass es irgendwie dann schon gut kommt. Ist nicht crazy? Ja. Voll, und da kommt das Wort Hoffnung für mich wieder voll ins Spiel. Hey, das ist die Perspektive auf diese langfristige Hoffnung, die wir haben. Ich meine, wenn man sich die Bibel anguckt, die ist voll von Jahren, also für Jahren, wo etwas verheißen wird und dann, wo es letztendlich passiert. Bei David war es ja nicht anders. Er hat irgendwie, ich glaube, zwischen dem Zeitpunkt, wo er gehört hat, dass er König wird und wo er wirklich König wird, waren 15 Jahre, glaube ich, dazwischen. Zwischen Abraham, wo er sein Land verlassen hat und ins verheißene Land für ihn gegangen ist, waren auch irgendwie 13, 15 Jahre. Also es passiert nicht alles mal eben so ganz schnell, sondern die Hoffnung, die wir einfach da haben, hey. Ja, es ist für mich immer so, ich predige die Zahlen ja auch immer und sie sind sehr eindrucksvoll und dann sage ich immer Gott, aber das ist nicht, mein Name ist da nicht drauf, oder? Weißt du, was ich meine? Du denkst genau das Gleiche. Du denkst, also mein Name, du sagst immer, ja, mein Name. Es ist eben so, ich glaube, ich möchte es um den Link bringen, warum Hoffnung? Es hat eigentlich zu tun mit dem Bauen, mit Säen und Ernten, weil es ist das gleiche Prinzip, wenn du säst, kannst du nicht morgen die Ernte schon erwarten. Es ist immer vom Säen bis zum Ernten, vergeht immer eine Zeit und dieser Zeitfaktor geht lange und ich glaube, genau da hinein ist eben Worship, Gott Danke zu sagen, eben ein Statement, wo du sagen kannst, der Gott von Abraham ist auch mein Gott, der Gott von Isaac ist mein Gott, der Gott von Josef ist mein Gott, der Gott von David ist mein Gott, der Gott von der Deborah, von der Ruth, von der Noemi, alle diese Frauen auch in der Bibel ist auch mein Gott. Und ich glaube, dann bekommt eben Worship eine Hoffnung. Und warum gibt Worship Hoffnung? Ich möchte vielleicht da ganz kurz einen Gedanken reindroppen, weil es ist ja ganz interessant, wenn ich beginne zu singen oder ein Worship-Lied zu hören, was dann geschieht, es entsteht ein Frieden in meinem Herzen. Und wenn dieser Friede entsteht in meinem Herzen, bekomme ich plötzlich Hoffnung und aus Hoffnung entsteht ein Glaube, Gott kann es tun. Und was dann auch geschieht, ist, dann hast du plötzlich das Gefühl, auch mein Zimmer hat sich verändert. Da habe ich immer gedacht, ja, das ist logisch, weil ich sehe es jetzt anders. Aber eigentlich, vermutlich, theologisch ist es so, weil die Engel da einziehen, die Engel da wohnen und plötzlich etwas sich erfüllt, wo ich nie einfach sagen würde, ja, die Engel sind da. Aber ich habe gedacht, logisch, weil von Anfechtungen von der dämonischen Welt haben wir uns gewöhnt zu sagen, ja, das ist was Komisches jetzt da. Aber das Border ist ja, wenn was schön und gut ist, Engel wohnen da und darum ist das der Power, wenn wir Gott Danke sagen, entsteht eine Hoffnung auch in deinem Umfeld. Ja, das ist ein sehr schöner Bogen, den du da geschlagen hast zwischen Hoffnung und zwischen Worship. Und das Spannende ist ja auch, dass es entweder es kommt von Worship zu Hoffnung oder es kommt von Hoffnung zu Worship. Es ist ja beides. Und was mich am Sonntag so beeindruckt hat, weil du gesagt hast, eben, so ich liebe das bildlich vorzustellen, was passiert. Die Engel kommen also diese Leiter herunter und sie bringen eine Botschaft und du hast so eindrücklich geschildert, dass dann ja der Engel nicht sagt, ja, wollen wir vielleicht lieber mal beten, dass dieses Wort eintrifft, sondern der weiß, woher er kommt und der weiß, dass dieses Wort feststeht. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns vielleicht jetzt an ein Wort erinnern, das wir auch so bekommen haben, irgendeine Zusage, ein Wort, eine Verheißung und die kam damals so klar und heute ist sie so ein bisschen verschwommen und vielleicht nicht mehr ganz so klar. Aber wenn wir uns exakt bei diesem Wort vorstellen, dass der Engel das ja sagt und keine Sekunde daran zweifelt, weil er weiß, woher er kommt, dann können wir uns jetzt in dem Moment nochmal daran erinnern und einfach sagen, hey,
Das Wort ist wahr. Die Umstände fühlen sich komplett anders an. Das heißt nicht, dass das Wort nicht wahr ist. Das kann ein Taufvers sein, es kann ein Konfirmationsvers sein, das kann eine Prophezeiung sein, die jemand über dir ausgesprochen hat vor vielen Jahren. Es kann ein Bibeltext, der dir so wichtig geworden ist, wo dir, sag ich mal, der Kronleuchter, sagt man in der Schweiz, aufgegangen ist. Das kann etwas ganz, ganz Praktisches sein, wo du merkst, das war ein übernatürlicher Moment und den eben Maria bewahrte das Wort, den holst du jetzt ganz kurz nach vorne und für das möchte ich jetzt, du wolltest das für das beten, Susanne, oder? Ja. Ja, und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt in dem Moment durch die Reihen gehst und in die Wohnungen gehst, in die Zimmer gehst und einfach nochmal eine Erinnerung schickst, wie wenn es beim Handy so auslöst und es klingelt jetzt. Lass es klingeln in unserem Geist, lass es klingeln in unseren Gedanken, was du uns schon mal zugesagt hast. Und ich danke dir, dass du dich nicht änderst. Du bist gestern der gleiche wie heute und wie morgen. Und ich möchte einfach ein Wort aussprechen, was du gesagt hast in Sprüche 31, dass wir keine Angst haben vor dem kommenden Tag. Und es heißt dort, sie lacht und strahlt Kraft und Würde aus und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Und das ist eine Zusage, die für jeden von uns gilt, weil wir an dich glauben. Und ich nehme jetzt dieses Wort, das du, Gott, über meinem Leben ausgesprochen hast. Und ich glaube, jeder und jede von uns hat so ein Wort. Das kann ein Taufvers sein, es kann ein Konfirmationsbibeltext sein, ein Hochzeitsvers, was auch immer. Oder ein Traum, den du gehabt hast. Oder jemand hat wirklich über deinem Leben was ausgesprochen. Und wenn Gott es eben sagt, wie der Engel Gabriel, der bringt eine Botschaft. Also Gott hat verschiedene Arten, diese Botschaften zu bringen. Träume, Engel, Menschen, eine Predigt, Worship. Man liest die Bibel, eine Erscheinung. Und ich nehme jetzt diesen Moment ganz konkret und ich sage dir, wenn du mir das vorausgesagt hast, oder man sagt, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Und das, was Gott jetzt bestellt hat, das, was Gott vorausgesagt hat, das wird er in Erfüllung bringen. Ja. Und wenn Gott was aussagt, kann man auch sagen, wenn Gott dann eine Türe aufmacht, dann kann sie niemand mehr zumachen. Weder Menschen, noch Mächte, noch Gewalten, noch Dämonen. Nicht mal ich selber, sondern ich möchte dir sagen, diese Türe, die Gott vorausgesagt hat, die aufgehen wird, sie wird aufgehen zur göttlichen Kairos-Zeit. Und wenn man immer sagt, Gott hat das Timing, ist es nicht so, ich möchte dich jetzt einfach vertrösten mit einem Trostpflaster. Oder Leute sagen, ja, es ist ein bisschen Hoffnung, aber am Ende kommt es doch nicht gut. Das sind ein Wort gesprochen, aus dem Munde von Gott wurde die Sonne und es wurde der Mond und es wurde Tag und Nacht. Ein Wort genügt. Und wenn Gott ein Wort, ein Bibeltext, eine Prophezeiung schickt, dann genügt das für dein Leben, dass sich das Blatt auch wenden wird. Das möchte ich dir zusprechen. Vielleicht können wir ganz kurz den Hiob, Kapitel 38, Vers 6 bis 7 anschauen. Warum sind Engel nicht nervös? Hast du gefragt. Oder warum soll ich an dieses Wort festhalten? Da sagt Gott zum Hiob, der war nicht mehr ganz einverstanden mit dem Weg, den er gehen musste. Und dann sagt Gott zu ihm, worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihre Grundsteine gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne Engel jubelnd vor Freude. Also, die Engel waren bei der Schöpfung dabei. Wenn jetzt der Engel von der Leiter runterkommt, sagt er, Pat, Leo, Susanne, don't worry, ich war schon am Anfang bei der Schöpfung dabei. Da war noch gar nichts. Es war sogar, die Erde war wüst und leer, sagt die Bibel. Es war Chaos, es war nichts da. Und Engel haben gesehen, dass Gott aufsteht und sagte ein Wort und sie haben gesagt, bumm, die Sterne sind da, bumm, der Mond ist da. Und die haben gesehen, dass Gott aus dem Nichts was gemacht hat. Und wenn Gott einem Engel eine Botschaft gibt, kommen sie runter und sagen, du musst im Fall nicht daran zweifeln. Ich habe ja gesehen, wenn Gott ein Wort sagt, alles, was du da siehst, ist entstanden. Kein Engel ist nervös und kein Engel ist ungläubig, sondern die kommen mit einer Botschaft und die sind so bold, die sind so stark, weil sie wissen, woher sie kommen.
Und dieser Vers ist eben genau Worship. Worship katapultiert mich eigentlich in den Zustand, wenn alles wüst und leer und chaotisch in meinem Leben ist, man nicht weiß, wie soll das funktionieren. Dann spricht Gott ein Wort und meine Krankheit ist vorbei. Ein Wort und der Streit in der Familie ist vorbei. Ein Wort und ich werde promoted an meiner Arbeitsstelle. Wenn Gott diese Arbeitsstelle für dich bereithält, dann können sich 100 Leute bewerben und sie mögen sogar noch überqualifiziert sein. Die haben eine andere Schule, Ausbildung. Du bist eigentlich nicht qualifiziert. Du bekommst den Job, weil wenn Gott eine Türe aufmacht, dann niemand macht sie zu und niemand kann den Job von dir wegnehmen. Weil die ganze Bibel ist voll, Leute waren nicht qualifiziert, Maria und Josef waren nicht qualifiziert. Die waren nicht qualifiziert, um den König der Könige auf die Erde zu bringen. Nicht verheiratet, kamen nicht aus der Königsfamilie, nein, das waren Teenager. Irgendwo und nirgendwo. Und das ist für mich eine Ermutigung eben, dass du nicht, ich sage jetzt nicht, qualifiziert ist nicht gut. Also Gott erwählt auch qualifizierte Leute. Das ist das manchmal, dass dann Leute hören und sagen, ich muss einen christlichen Pflock sein, damit Gott mich erwählt. Nein, das meine ich mit dem nicht. Ich möchte nur sagen, du kannst nicht nur auf deine Bildung zählen, sondern Gott erwählt Leute, die sind nicht qualifiziert, aber er wählt auch Leute, die sind qualifiziert. Moses war qualifiziert. Der ist ja im Pharaonen aufgewachsen. Man sagte, er hat die Schrift gekannt, er kannte die Sprache, alles. Also der hat Leadership trainiert bei den Schafen. Also es ist nicht einfach, der kam nicht einfach als einen Hobbyhirten, der hat das gelernt. Also Gott erwählt qualifizierte Leute, aber auch manchmal Leute, die sind nicht qualifiziert. Voll. Come on! Voll im Feuer, Leo! In Englisch gibt es einen Spruch, das heißt, God doesn't call the qualified, but he qualifies the called. Ja, schön. Also Gott sucht nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die er dort in den Bereich reingeholt hat. Das finde ich mega. Ja, komm, lass uns doch gerade dafür beten, für alle, die sich nicht qualifiziert fühlen. Ja, oder man sagt vom System ausgeschlossen oder von der Qualität, wie man etwas erreicht, ausgeschlossen. Und dann denkt man wirklich, ja, ich habe es nicht gelernt oder hätte ich lernen müssen. Das ist eine andere Frage, aber ich finde immer, man auch durch Fehler, die man begeht, ist man nicht einfach das Opfer der Fehler, weil da beginnt ja die Gnade Gottes. Gott sagt, ja, Schwamm drüber. Ist natürlich logisch, man erlebt natürlich dann die Wucht von einem Fehler, aber man ist da nicht einfach disqualifiziert oder in der Ecke drin und Gott sagt, ja, blöd gelaufen, hast du gewählt, musst selber schauen. Das ist eben die Gnade Gottes. Und die Gnade bedeutet, man hat es nicht verdient, es ist nicht logisch, es ist nicht mal fair, es ist unbegreiflich, ist die Gnade. Man kann es nicht begreifen, dass Gott nochmals auf meine Karte setzt. Willst du dafür beten? Voll gerne. Jesus, ich möchte Danke sagen, Vater, dass du nicht darauf schaust, wer eine gewisse Ausbildung hat oder qualifiziert ist oder 4 Jahre zur Bibelschule gegangen ist oder wie auch immer, sondern Jesus, dass du auf die Leute schaust, die sich dir hingeben, Vater, und dass du die Leute, die sagen, ja, ich möchte mir alles dir geben, Vater, dass du diese Leute ausbildest und qualifizierst, dass du uns ausbildest und qualifizierst, Jesus, für das, was du tun möchtest, Jesus. Danke dir für die ganzen Beispiele, die wir in der Bibel sehen können, wie Josef und Maria, die nicht qualifiziert waren für den Auftrag, den du für sie hast. Aber Jesus, du hast sie dazu ausgebildet, du hast ein bisschen Weg mit ihnen gegangen, du hast ihnen Engel geschickt, um ihnen Hoffnung zu geben, Jesus. Du hast Engel geschickt, um ihnen Mut zu geben, Vater, dass sie das machen können, wofür du sie haben möchtest. Jesus. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass wir noch für die Leute beten sollten, die vielleicht nicht das Gefühl haben, dass sie schon ein Wort oder irgendwo einen Bibelvers bekommen haben oder vielleicht noch nicht so dieses, also das aufgeschrieben haben, sagen, hey, das ist eine Prophezeiung, die ich habe oder das ist ein Wort, an dem ich festhalten kann. Wäre das in Ordnung? Willst du das vielleicht machen? Ja. Vielleicht noch ein Satz dazu, wenn Leute sagen, ja, ich hätte auch gerne, wenn Gott mir so begegnet wie bei Mose beim brennenden Dornbusch. Der hatte keine Zweifel, aber ich habe was festgestellt und vielleicht ein bisschen ein Shocking-Moment für dich. Gott greift immer dann so spektakulär ein, weil du auch dann spektakuläre Anfechtungen hast, spektakuläre Hindernisse hast. Das muss man mal vorstellen. Mose hat das so krass, das gab keine Zweifel. Es gab keine Zweifel, dass der Busch gebrannt hat. Der hat nicht mehr gezweifelt, hat er gebrannt, ja oder nein. Nein, der wusste, der hat gebrannt.
weil er stand dann vor 2 Millionen Leuten und hat gesagt, ja, wer bist denn du? Ja. Und so, das heißt, je größer, krass, dass Gott spricht, desto krass sind auch die Herausforderungen. Das habe ich ein bisschen gelernt in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du ein Wort hast, aber einfach zu sagen, wenn Leute sagen, ich möchte auch mal, das ist so einfach der Engel. Also als der Engel dann so eingefahren war bei Maria, gab es nicht so, ja, ich muss mal darüber beten und ich schaue dann, es war nur you're in or you're out. Ja. Also das möchte ich auch mit dem sagen, das muss ich auch noch eine Klammer machen, weil sonst bringen wir auch etwas, was manchmal nicht ganz ehrlich ist in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz finde ich es mega wichtig, dass du ein Wort hast. Eben wie Maria heißt ja, sie trug das Wort in ihrem Herzen. Es kann eine Bibelgeschichte sein, es kann etwas sein, was wirklich in deinem Leben auch mal, eben manchmal sucht man auch zu weit in dem Sinn, aber darum zu sagen, wenn du betest. Ja, ich hab eine so Vorstellung, wir sind alles Christbäume, es geht ja auf Weihnachten zu und die Frage ist nicht, ob du schon ausgewählt wurdest beim Christbaumverkäufer und in einem Wohnzimmer stehst, sondern die Tatsache ist, jeder von uns ist gerufen und wir stehen sozusagen in einem Wohnzimmer und dort ist es automatisch. Also wir werden geschmückt. Also das heißt, das ist für mich so das Bild von Qualifikation. Wir werden geschmückt, alle ganz unterschiedlich, aber jeder Christbaum steht nicht einfach leer in der Wohnung, sondern er wird geschmückt. Und selbst wenn es Äpfel sind, die dranhängen oder wenn es was weiß ich was ist, was dranhängt. Und was ich in diesem Zusammenhang mit einem ermutigenden Wort noch euch einladen möchte, vielleicht hast du jetzt, wo du zuschaust, dir kommt ein Bibelvers in den Sinn. Schreib ihn in den Chat. Es ist wie wenn wir Weihnachtsschmuck austauschen. Ich habe den Weihnachtsschmuck von einem Kollegen mit nach Hause genommen und wiederum gebe ich meinen Weihnachtsschmuck meiner Mutter oder umgekehrt, der wandert. Und genauso können wir jetzt ermutigende Worte, vielleicht kommt dir ein Ausschnitt aus einem Song in den Sinn, vielleicht hast du einen Bibelvers, der dich schon seit Jahren begleitet hat oder den du gerade heute Morgen gelesen hast, dann schreib es in den Chat und wenn du eben zu denen gehörst, wie es Pat gesagt hat, wo du findest, ja, ich habe noch irgendwie gar nicht so einen richtigen Bibelvers, dann nimm einen aus diesem Chat, nimm einen dieser Verse und mach es zu deinem eigenen. Ich persönlich teile jetzt in dem Moment gerade meinen Bibelvers, der vor 25 Jahren eine Frau, die saß neben mir, wir machten das Gleiche, wir hörten auf Gott, wir nahmen einen Bibelvers und gaben ihn weiter und ich habe Jesaja 41, Vers 10 bekommen und das könnte dein Bibelvers sein. Jesaja 41, Vers 10, da heißt es, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, hab keine Angst, ich stehe dir bei. Ich mache dich stark, das heißt, ich qualifiziere dich. Ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand schütze ich dich. Und vielleicht spürst du, wow, das ist mein Vers, nimm ihn. Und ich versprich dir, je mehr du ihn liest, je mehr du ihn durchbetest, je mehr du ihn anwendest auf deine Situationen, desto mehr wird es dein eigener Bibelvers. Ich habe aufgeschrieben, Zephania 3, Vers 17, das ist mein Vers, was heißt, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und das finde ich, der jubelt schon, bevor ich etwas gemacht habe. Und das ist eben so ein Vers. Genau, Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach beten, dass diese Bibeltexte, dass diese Bibelstories, Geschichten, die Frauen und Männer mit dir erlebt haben, eben auch etwas ist, wo ich weiß, dass du der Gott bist von Abraham, Isaac und Jakob und du bist auch der Gott von deren Leben und was du bei ihnen gemacht hast, wirst du bei mir auch tun. Nicht gleich, aber du hast versprochen, dass du auch mein Gott bist, der eben Engel befohlen hat, mich zu begleiten, mich zu führen, mich zu beschützen, mich zu bewachen, mich zu umgeben von allen Seiten, mich zu stärken, auch da, wo ich keine Hoffnung mehr bekomme. Ich plötzlich merke, es ist wie ein Wind, der mich nach vorne bläst, wie etwas, was mich trägt, wo ich nicht erklären kann. Aber Gott, du hast so viele Optionen, um einfach mich auch an das Ziel zu bringen. Und das Ziel am Ende vom Tage ist, dass wir eine Ewigkeit mit dir verbringen werden. Und da sind wir alle gleich wieder. Wir wissen, wir sind gleich gesegnet, wir haben den gleichen Gott vor unseren Augen und das gleiche Erbe. Und das ist diese wunderbare Ewigkeit.
Pat, hast du auch so einen Bibelvers? Ja, ich habe meinen auch reingeschrieben. Es ist Philipper 1, Vers 6, den habe ich vor ein paar Wochen schon mal hier mit reingebracht. Und zwar ist es, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zum Tag, an dem Jesus Christus kommt. Das ist tatsächlich unser Trauvers von mir und Sarah auch gewesen. Und das ist ein Vers, der mit mir einfach über die letzten Jahre wirklich mitgegangen ist. Einfach zu wissen, dass Gott das gute Werk in mir angefangen hat und das auch wirklich zu Ende bringen möchte. Noch eine Sache, an die ich denken musste. Ich habe angefangen, wenn ich Prophezeiungen bekommen habe oder Bibelverse bekommen habe ich einfach angefangen, einen Ordner bei mir auf dem Handy, einen Notizordner einzulegen, wo ich die Sachen einfach aufschreibe mit Datum und einfach, wer mir das gegeben hat, also wer mir den Vers gegeben hat oder die Prophezeiung gegeben hat. Einfach, dass ich das nicht, weil ich vergesse Sachen. Ich vergesse Sachen so schnell, aber wenn ich diese Notiz hochhole, kann ich immer wieder schauen, oh, das ist etwas, was Gott mir gesagt hat, durch eine Person gesagt hat und dass ich darauf auch wieder zugreifen kann. Du hast gesagt, vergessen ist ja das eine, aber oft ist es eben genau so, dass wenn du in einer Krise drin bist, das Gefühl hast, Gott ist nirgendwo und alle anderen hat Gott eine Geschichte gemacht, dann hilft das mega zu merken, das stimmt ja gar nicht. Da lügt mich jetzt die Phase, wo ich drin bin, die lügt mich jetzt total an im Gesamtbild, was Gott getan hat. Vielleicht möchten wir noch den zweiten Engel anschauen. Die Zeit, die geht immer so schnell vorbei. Also das eine ist ja, der Engel Gabriel ist Worship und dann ist der Engel Michael, der heißt, wer ist wie Gott, der war der Kampfengel und Worship bewirkt auch Mut. Also wenn ich beginne zu sagen, Gott hat keine Grenzen, da gibt es keinen Tod, keine Niederlagen, kein Coronavirus, all diese Dinge nicht, dann mache ich mir bewusst erstens, was Gott kann und dann schickt Gott Engel, die für uns kämpfen. Und das muss ich mir so vorstellen. Und das eben so vorstellen ist eben, dass ich das praktisch gar nie merke. Oder wir kommen am Abend nach Hause, gehen ins Bett und denken einfach, ja, es war ein guter Tag, ein schlechter Tag und Gott dachte, du hast keine Ahnung. Den Verkehr habe ich heute geregelt. Also sehr oft bewahrt Gott uns vor Unfällen, die wir gar nie uns gar nicht bewusst sind. Und darum ist eben da auch wieder Gott Danke zu sagen für die Dinge, die ich gar nicht mir bewusst bin, weil ich beurteile immer das, was ich erlebe, was ich sehe, was ich verstehen kann. Aber all das in der unsichtbaren Welt, wo Gott die Kämpfe abgehen in der unsichtbaren Welt, bekomme ich gar keine Notiz. Und Gott denkt manchmal, so du undankbarer Typ da unten, hast du gar keine Ahnung, heute hast du den Engel Michael richtig beschäftigt, oder? Und diese Dimension finde ich wichtig. Und vielleicht können wir einen Bibelvers anschauen. Den finde ich nicht. Der hat mich auch begeistert. Und zwar in 2. Könige 19, Vers 35, wo es heißt, noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Also das ist jetzt nicht ein cooler Vers in dem Sinn, dass es so viele Leute sterben, aber das war ein Feind. Und sie haben keinen Ausweg mehr gesehen. Und eigentlich ist die Geschichte so, wenn du keinen Ausweg mehr in deinem Leben siehst, dann schickt Gott Engel, die um uns Dinge aufräumen. Es kann sein, dass du zum Richter gehen musst und du hast keine Chance und plötzlich, bumm, der Richter dreht sich um und es wird zu deinen Gunsten entschieden und du denkst, wie geht das plötzlich? Oder einen Deal wird zu deinen Gunsten plötzlich sich gewandt. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, ja, Gott schickt einen Engel, der kämpft für uns die Dinge, die wir oft gar nicht erklären können. Ja, und ich finde es so faszinierend, wie da steht, ein Engel und 185.000 Soldaten. Also 185.000, das ist eine Zahl, da habe ich keine Vorstellung mehr. Ich war gestern Morgen früh laufen, das war echt stockdunkel und da gibt es ja so Stellen beim Weg, da manchmal überkommt einem halt so die Angst, weil ich gedacht habe, oh Scheiße, was habe ich nur gemacht, alleine auf weiter Flur. Und dann ist mir dieser Bibelvers wieder in den Sinn gekommen, da habe ich gedacht, hey wow, ein einziger Engel und 185.000 sind matt. Also ja, ich möchte das genau gerade jetzt auch für dich beten, für die Situation, wo du drin stehst, dass du ein Glaube bekommst. Und himmlischer Vater, ein Engel, ein einziger Engel. Und es ist verheißen und ausgesprochen in der Bibel, dass du deinen Engeln befohlen hast und nicht nur einem, sondern es ist in Mehrzahl, dass sie uns beschützen, wohin wir auch gehen. Und wenn du da bist und jetzt in dem Moment hast du Angst, du fühlst dich einfach komisch,
dann danke ich dir, himmlischer Vater, dass ein Engel, der so eine Macht hat, dass er 185.000 einfach umgelegt hast, dass du gerade diese Person, die sich jetzt hilflos fühlt, die jetzt Angst hat, die jetzt in einer ausweglosen Situation ist, dass du ihr ein Engel zur Seite stellst und er eine solch große Macht hat und wie es heißt, der Engel Michael, dass er Gott für dich kämpft. Ist es nicht ermutigend? Ich finde es mega ermutigend, dass ich weiß, ich kämpfe nie alleine, weil manchmal habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich die einzige Person, kämpfe ich eigentlich alleine, ist eigentlich niemand da und Gott sagt, ey, du brauchst gar nicht 10 Engel, also 10 Engel, also super, aber einer genügt schon, nämlich krass. Einer hat einen so krassen Power. Wir haben ein Gebetsanliegen hier von der Rebecca, das würde ich voll gerne vorlesen und vielleicht kannst du dann auch so ein bisschen auf den nächsten Punkt so ein bisschen eingehen, weil das wirklich damit reinsteht. Und zwar sagt die Rebecca, die ist auch aus Peru mit dabei, was mega cool ist. Liebe Grüße aus Peru. Ich bin ganz neu hier. Danke für die tollen Engelpredigten. Gott führt uns durch eine sehr schwere Zeit. Wir werden verfolgt und mussten fliehen, aber er ist immer bei uns. Danke, Jesus. Wow. Ja, das bringt mich gerade, Rebecca, wenn ich für dich bete, vielleicht noch ein Slide, den ich am Sonntag gebracht habe. Ich habe ja einen guten Freund, der arbeitet bei AVC. Sascha Ernst hat mir gesagt, hey Leo, by the way, das ist die verfolgten Christen, aber am Wochenende. Und dann habe ich die Statistiken angeschaut, wo weltweit Menschen verfolgt werden. Also muss man vorstellen, im Jahr 2010 sagt man spricht von 100 Millionen Christen. Im Jahr 2020 spricht man von 250 Millionen Christen. Und das Jahr 2021, und das ist aus der Quelle Zeit Online, also nicht aus dem christlichen Magazin, Zeit Online, hat eine Statistik gemacht. Am 13. Januar sagen wir, im Moment sind 340 Millionen Christen auf der Welt, wird aufgrund für ihren Glauben verfolgt. Wenn ich natürlich das jetzt höre in der Schweiz oder auch in Deutschland, Österreich, denkt man, ja, okay, ja, ich werde ein bisschen ausgelacht, vielleicht ein bisschen gemobbt, weil ich Christ bin. Das kennen wir, oder man getraut sich nicht über Jesus zu sprechen. Aber wenn man nur schon hier in das Flugzeug steigt, man fliegt dann 2-3 Stunden von hier, gibt es Länder rundherum, da bangst du für das Leben und die Bibel sagt, wir sollen für die verfolgten Christen beten und auch einstehen und das mache ich jetzt auch für dich, Rebecca in Peru, und ich bete einfach für dich, Rebecca, ganz, ganz bewusst, dass du bist ein Salz und ein Licht in Peru und Gott hat euch dahingestellt, um das Evangelium zu verkündigen, zur Zeiten oder zur Unzeiten, sagt die Bibel. Aber ich möchte diese Engel jetzt bewusst auch dich bitten, Gott, schick diese Engel raus. Umgeb sie von allen Seiten. Kämpfe du mit ihnen und für sie, damit Menschen zum Glauben an dich finden werden. Und ich bitte auch für Weisheit, weil die Bibel sagt, wir sollen weise sein, wie wir das Evangelium verkündigen. Schlau, weise, und dennoch möchten wir das Evangelium nicht verwässern. Und ich bitte einfach für diese Dimension würzig, einfach mit interessanten Zutaten, aber nicht das Hauptgericht werden wir nicht verändern. Und ich möchte euch auch beten, dass Gott euch offene Türen schenkt. Paulus hat gebetet, im Gefängnis, schenk mir offene Türen, wo ich hindurchgehen kann und das Evangelium verkündigen kann an den Menschen, die offen und auch suchend sind in deinem Namen. Vielleicht, wenn wir zu diesem Thema kommen, eben diese Kampfengel, es ist wirklich so, je mehr Christen verfolgt werden, ist ja nicht so, dass der Glaube dann oder die Kirchenlandschaft kleiner wird. Das ist auch interessant, weil jetzt zum Beispiel in China, wo man den Glauben verboten hat und man hat Leute auch gefangen genommen, die waren oft in Gefängnissen, da ist die Kirche explodiert. Ganz, ganz interessant. Es ist ja nicht einfach so Verfolgung gleich, unser Evangelium ist Game Over, sondern das Gegenteil. Je mehr man das Evangelium unterdrückt, desto mehr bekommt es eben Kraft und Fahrt, weil Gott steht ja zu seinem Wort. Es ist nicht so, Gott sagt, ja, okay, wenn ihr es nicht hinkriegt, okay, Backe, haben wir ein Problem. Nee, das sind die Momente, je dünkler etwas wird, je mehr der Druck zunimmt, desto mehr nehmen auch die Wunder Gottes zu. Weil Gott beweist sich ja, es geht ja um sein Reich. Gott ist ja interessiert in uns Menschen. Und das ist noch eine Klammer, weil sonst kann uns das mega frustrieren. Und ich empfinde im Moment auch in der Schweiz,
dass die Christenverfolgung auch in Deutschland, die nimmt massiv zu. Das heißt, du kannst heute nicht mehr einfach an alles glauben, dann sagst du, was du glaubst doch an das, die ganze Gender-Frage ist, wir würden sagen, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, das akzeptiert man schon gar nicht mehr. Ich habe einen Freund, wohnt in einer Stadt, hat eine Church, die haben 80 Anfragen gemacht, um ein Gebäude zu finden, wo sie Gottesdienste feiern können. Sie haben 80 Absagen bekommen und immer mit der Antwort, an einer Kirche vermieten wir unser Gebäude nicht. Und das in Deutschland. Ich spreche nicht jetzt von irgendwo in Deutschland. Das ist in meinen Augen Christenverfolgung. Wir würden es vielleicht jetzt nicht so nennen, aber wenn du bei Gender mitmachst, dann bekommst du jedes Gebäude, sagst, ich bin Christ, bekommst kein Gebäude mehr. Ich finde, der Wind hat ein bisschen gedreht, aber vielleicht ist es gar nicht so negativ. Das macht die wirklich on fire sind, werden zu erweckten Menschen, die hinausgehen und das Evangelium mit der Fackel hinausbringen. Weil es ist immer so, wenn Gott was reinigt und dann ist nicht Christsein, ist kein Lifestyle mehr. Das ist eine Lebensentscheidung, ist mehr als ein Lifestyle. Ich sehe da ein bisschen auch etwas, was Gott mit uns auch Dinge zulässt, um etwas wieder zu erwecken, in Brand zu setzen. Das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche es auch mir. Ich wünsche mir keine Verfolgung persönlich. Das finde ich jetzt nicht so sexy. Aber es macht dich völlig bewusst, auf was baue ich dann mein Leben. Was ist dann die Hauptsache? Weil all die Götzen, die gehen weg. Die sind dann plötzlich weg und dann ist nicht mehr, ja, ich bin auch ein bisschen Christ, weil ich reich werden kann oder nur Frieden habe. Das ist ein bisschen zu dünn. Es gibt mehr als einen Frieden und Finanzen. Es geht nicht darum, wer ist im Zentrum von meinem Leben. Ist der Schöpfer Gott das Zentrum, ja oder nein? Wenn es der Fall ist, hat das eine Auswirkung auf jeden Bereich von meinem Leben. Und genau da, wenn du verfolgt wirst, schickt Gott die Engel Michaels, die eben an deiner Stelle kämpfen. Das finde ich mega mutig. Du kämpfst nie alleine. Ja, voll. Wenn wir auf den nächsten Vers auch gehen, in Apostelgeschichte 5, ist ja im Prinzip genau das, wovon du redest. Hey, aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Also sie waren in dieser Situation, wo sie im Prinzip keinen Ausweg hatten und Gott kommt rein und sagt, easy. Ich habe einen Weg für euch. Und der Engel macht die Türen auf, geht und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus und lasst nichts davon weg. Wenn man jetzt dagegen Römer 8, Vers 28 sich anschaut, steht, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das heißt nicht, dass nur Gutes passiert, sondern dass Gott uns durchführen kann. Hey? Das heißt nicht, dass alles in meinem Leben super ist und ich von einem Starken zum nächsten Starken alles immer super ist, sondern es kann sein, dass wirklich schwierige Zeiten gehen, so wie die Apostel jetzt gerade im Gefängnis sind, aber Gott uns trotzdem da durchführt. Hey. Hey, ja, lass uns doch zum Abschluss noch einfach dafür beten, dass egal wie die Situation ist, wir haben diesen Engel Gabriel, der die Hoffnung bringt, wir haben diesen Engel Michael, der uns den Mut gibt, dass, und eben hier führt der Engel sie nicht nur einfach raus, sondern sie können verkündigen, dass wir wirklich in einer Zeit wie dieser, bete ich dich, himmlischer Vater, dass du uns den Mut gibst, einfach unseren Mund aufzumachen auf eine natürliche Weise, auf eine gottgegebene Weise, damit wir deine Taten verkündigen können. Und ich bitte dich nochmals, dass du uns den Blick gibst für deine Taten in meinem Leben, weil davon kann ich erzählen. Und dann, dass du mir den Mut gibst, einfach das auch zu erzählen. Und jedem Einzelnen von uns, das bitte ich dich einfach, gerade in dieser Weihnachtszeit, dass wir die Hoffnung sehen in unserem Leben und den Mut darüber zu sprechen. Im Namen Jesus bitte ich dich. Ja, und ich segne dich auch mit dieser Kraft Gottes, die in dir drin wohnt, die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, wohnt in dir drin. Du bist nicht einfach per se schwach. Die Bibel sagt, da wo wir schwach sind, ist eben er stark in uns. Und Schwachheit ist nicht per se, ich bin nicht intelligent, ich bin nicht qualifiziert, auch wenn ich noch so qualifiziert bin. Das, was Gott bereit und vorhat mit deinem Leben, ist ein anderes Level. Das können wir auch mit der besten Ausbildung nicht bewegen. Und ich sage dir, diese Kraft Gottes wohnt in dir drin. Und nicht nur die Kraft wohnt in dir drin, sondern in dich. Du bist umgeben auch von diesem Engel Gottes. Wie so ein Schutzschild, wie einen Airbag, das mich umgibt von allen Seiten. Und ich weiß, Gott hat die Engel geschickt und den Engel befohlen, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße,
sondern er bewahrt mich und er beschützt mich auf allen Wegen, die Gott für mich bereithält. Amen. 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 Hey, so schön, dass du mit dabei warst. Ich kann es immer nicht glauben, dass die Stunde so schnell vorbeigeht, oder? Ist crazy. Jedes Mal. Kennst du noch den Rosa-Roten Panther? Wer hat an der Uhr gedreht? Das war immer der Voll, schlimmste Song. Ja, genau. Hey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir werden uns nächste Woche wieder treffen, um wieder zu beten. Aber das heißt nicht, dass Dienstag von 12 bis 1 der einzige Zeitpunkt ist, wo du beten solltest, sondern lass uns das einfach weitermachen. Lass uns das eine Kultur werden lassen, wo wir einfach immer wieder für Leute beten können, mit Gott reden und mit ihm Gemeinschaft haben können, ihn worshipen und das einfach in unseren Tag mit reinnehmen. Wir werden nächste Woche Sonntag eine neue Serie anfangen, das heißt, sei am Sonntag dabei. Wenn du unter der Woche trotzdem Gebet brauchst, melde dich bei uns unter icf.ch/Gebet. Wir haben ein Team, das wirklich durch jedes einzelne Gebetsanliegen durchgeht und für und mit dir zusammen für die Sachen betet. Hey, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Sonntag.